Hey, what's up guys and welcome back to The Witcher Wild Hunt. My name is Darth Talion und wir reden wieder Borisch. Wir sind ja nicht bei den Amis. Genau. Ohne weitere Umschweife, da die sagen, stürzen wir uns direkt wieder rein ins Abenteuer. Wir müssen zu unserem Spätzle, zum Rosch. Na, Türsteher, alles gut, ja. Schönes Messer, ja, bei uns. So, was ich jetzt brauche, eine Schnellreise bei Schee, beziehungsweise schauen wir doch gleich einmal auf Karten, ob da noch irgendwo Quests offen sind. Da ist nämlich noch eine Quest, da ist noch eine Quest, ja, da erinnern sich an einen Haufen Quests, ich mache mal die Quest da. Ich wissen, was das ist. Gehen wir doch erst einmal in die Richtung, oder? Naja, an The Witcher, das ist wirklich ein Spiel, da spielst du 1000 Jahre hingefühlt. Ich werde ja jetzt auch nicht durchspielen, ich spiele es halt jetzt so lang, ich schätze mal zum Jahreswechsel werde ich wieder mit was anderem weitermachen, vielleicht fange ich ja was Neues an. Schau mal, Hure! Oh, eine Hure, die Probleme hat. Verdammte Bastarde! Alle miteinander! Kommt dieser Abschaum hergesegelt und meint, er kann hier machen, was er will! Oh. Hilf mir, Hexer! Hab Mitleid! Ja, logisch. Natürlich, wir sind doch Geralt der. Was ist denn passiert? Bewohner von Skellige haben jetzt die Krüppelkarte übernommen. Übernommen? Wie das? Inhaberin verdroschen. Meg, aber du siehst wie ein ehrlicher Mann aus. Hilf uns! Wirf die Rabauken raus! Wir haben nicht viel, aber wenn wir zusammenwerfen, wird sich's lohnen. Na freilich. Nein, das ist nicht mein Problem. Nein, wir sind Gentlemen, also von mir aus kann ich dazu auch mal sonst machen. Also. Gut, mal sehen, was ich tun kann. Wirklich? Es gibt also doch noch gute Menschen auf der Welt. Komm mit. Jetzt wird's zerpimmelt. Ja, komm. Ich fühle mich sicherer, wenn du bei mir bist, Hexer. Das ist gut. So. Ja gut, dann da die sagen, der mal da drin ein bisschen aufräumen. Tut mir leid, Kollege, aber du musst dein Horn woanders füllen. Dieses Etablissement gehört heute zu Skellige. Raus hier. Mir scheint, wir sind in Novigrad. In Novigrad gelten die Regeln von Novigrad. Und die brecht ihr gerade. Wie bitte? Seit wann darf man nicht in Ruhe trinken, sich etwas amüsieren? Zieh Leine, sonst kriegst du den Zorn eines Skelligers zu spüren. Regeln wir beide das wie Männer. Verschwindet, sonst kriegt ihr meinen Zorn zu spüren. Ich habe den Eisriesen besiegt, mit euch werde ich auch fertig. Seid brave Jungs und geht jetzt. Aber ich würde alles gerne ausprobieren, ganz ehrlich. Nee, also den Eisriesen, das kommt so angeberisch rüber. Wir sind ja kein... verschwindet. Ich schätze mal, wenn ich das erste mache, muss ich mich mit dem prügeln. Beim zweiten muss ich es umbringen. Beim dritten werde ich es wahrscheinlich auch umbringen müssen. Und beim vierten, Mai, da gängen's halt, da kannst du halt den Mind-Trick anwenden. Was machen wir? Prügel ich mich mit dem oder du einen Mind-Trick machen? Ich hätte so schon irgendwie Bock ein bisschen auf. Ich würde sagen, wir verkloppen den ein bisschen, also ich meine, Damen, der braucht da schon mal eine kleine Abreibung. Ich habe keine Zeit für Streitereien. Bringen wir es rasch hinter uns, wie zwei echte Männer. Hinter uns bringen? Was denn, verdammt? Willst du mich in den Alkoven abschleppen? Nein, Erbsenhirn, ich fordere dich zum Duell. Wenn ich gewinne, nimmst du deine Kumpel und verschwindest von hier. Ah, warum sagst du das nicht gleich? Ich gebe dir doch gerne was auf die Kiemen. Also dann. Ihr stinkt nach Feigling. Oh, scheiße. Angriff! Was ist? Was? Verlieren wir den Jetzt, Nerv? komm, hau drauf. Boah, der hat es. Aber der! Der! So, sauber zerpimmelt habe ich den Typen.
Und jetzt Abflug. Na schön, es reicht. Bei Freyas Titten, das hat mich aber ernüchtert. Meine Herren, gehen wir jetzt. Amüsieren wir uns woanders. Großart. Aber ich ziehe meine gute alte Axt vor. Kehre zu der Frau zurück. Fick dich! Raus. Sie kannst du nicht angreifen. Ja, hätte jetzt das was anderes genommen, hätte ich es wahrscheinlich. Ja. Jetzt geht's halt auf Zeiten, ihr Vollidioten! Sie fixt euch, mit zu der Dame! Vielen Dank. Wir hätten es alleine nicht geschafft. Tja, Wir haben nicht viel. Ich hoffe, dies reicht dir. kann ich es ablehnen? Ich kann es ablehnen, dann lehne ich es ab. Komm, brav. Behaltet es. Ihr braucht es dringender als ich. Danke. Leute wie du geben mir das Vertrauen in die Menschheit zurück. Tja, Gentleman, Alter. So, haben wir doch einer netten Dame Not geholfen. Siehst du? Und ein bisschen Geld habe ich trotzdem gekriegt, aha. Wahrscheinlich hätte ich sonst mehrere gekriegt. Du musst doch schwitzen, Alter. Was geht dich das an? Willst du nicht lieber auf mir schwitzen? Ja. Können wir jetzt drüber streiten? Über diese Dialoge. Schauen wir mal kurz. Ich hab da machen wir da noch eine Quest. Da ist noch eine Quest. Die nehmen wir auch gleich. Machen wir auch gleich. Nehmen wir alles mit. Wir nehmen alles mit. Wenn es noch so unnötig erscheint. Das ewige Feuer wird uns leiten. Möge der Saft in dir sein. So, was haben wir denn da vorne? Ist das auch eine Jungfrau in Not? Meine Tante sagt, ich rede zu Zieh die Waffe! Ah, er schon wieder. Ah, ja. Gewärtige den Kampf. Diesmal wirst du es nicht so einfach haben. Du hast Freunde dabei. Kämpfen die auch alle zu Ehren der Jungfer Heidelbeer? Nein, die kämpfen für die gerechte Sache, die darin besteht, dass du gegen mehrere kämpfst. Ach ja. Ach ja. Ja, denn du bist ein Bösewicht und Betrüger, mein Herr. Du hast dich nicht als Hexer zu erkennen gegeben. Gut, ich kämpfe gegen euch alle. Kommt nicht in Frage, dass ich kämpfe. Geht nach Hause. Wir nutzen diesmal nutzen wir mal die Macht. Es ist spät. Geht besser nach Hause. Morgen ist auch noch ein Tag. Weise Worte. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin so schläfrig. Oh, hier sind wir fertig. Was willst du? Die Birne. Gut. Die haben wir jetzt relativ schnell gelöst, die Quest. Schauen wir mal, ob wir den Typen nochmal treffen. Fisthecht-Süchtiger. Das ist Stoff, ich hab Stoff. Sonst hätte der meinen Emmentaler zu spüren bekommen. Warum erst morgen kaufen, was du heute schon kaufen kannst? Nein, nein, nein. Ich brauche einen Schnellreisepunkt. ein Frischlein klein, saß auf einem Borstenstein. Mir reicht's. Ich muss mal kurz schauen, wo es da einen Schlollreisepunkt gibt. Ja, nehmen wir den gleich beim Hafentor. Beim Hafentor! Lassen Sie mich durch! Lass mich durch, ich bin Arzt! Im Leben muss man was riskieren und nicht einstecken. Ja, Marsch! Rette mich. Feiern oder nicht feiern? Das ist hier die Hauptsache.
mache. Was schaut es eigentlich inventartechnisch aus bei mir? Nee, ich habe schon wieder ein paar Sachen, die ich eigentlich gar nicht brauche. Kann mir wieder was verkaufen. Kann da mal wieder was verkaufen. Ich hab dich im Blick, Weißer. Ja. Nenn mich Gandalf der Graue. Halt schnell, weißt du. Der Rosch. Wir müssen nach Ochsenfurt. Wir müssen da hin. Nur wie gerade 2. Dann reisen wir mal dahin. So, kurz was drunter. Ich muss in die andere Richtung. So. Der da vorne, der schaut doch so aus wie der Typ, den wir da treffen müssen. Der Rosch. Mein Kontakt sollte hier sein. Deinesgleichen steckt einen an. Ich kenne eigentlich nur den Rosch, diesen Pharmakonzern da, den Rosch kenne ich. Hey, Roshi-Boy. Was läuft? Bereit? Der Kontakt wartet beim Schachclub. Bringen wir es hinter uns. Wer ist dieser Kontakt? Dein Kontakt. Wer ist das? Schlüpfriger Kerl. Wären die Umstände anders, hätte ich nichts mit ihm zu tun. Heißt das, dass du ihm nicht vertraust? Ich vertraue niemandem. Auch dir nicht. Oh, das bricht mir jetzt das Herz. Also das ist das Letzte. Nee, jetzt mag ich nicht mehr. Nein. Wo ist die Gespräch beenden Ding? Nein, mit dem habe ich jetzt keinen Bock mehr zum Arbeiten. Er vertraut mir nicht. Also das geht ja mal. Nee. Nee. Irgendetwas stimmt nicht. Ist nicht wahr. Die Typen schauen doch voll vertrauenswürdig aus. Dann lass es uns rausfinden. Und du bist... Schach. Matt. Gegen wen spielst du? Es heißt, Schach sei das Spiel der Könige, das es einem strategisches Denken lehre. Wer bist du? Was für ein Schwachsinn! Beide Seiten spielen mit gleichen Figuren. Die Regeln sind dieselben. Was hat das mit dem echten Leben zu tun? Hexer, weißt du, warum ich Schach spiele? Nein, das ist mir auch egal. Um Gesellschaft zu haben. Um Zeit in guter Gesellschaft zu verbringen? Ein König schätzt die Gesellschaft von niemandem. Ich spiele Schach, um das Geheimnis des Spiels zu lüften. Blut fließt durch die Adern dieser Schachfiguren. Man muss nur hinhören, dann hört man es. Tadam, tadam, tadam. Ein Herz voller Leben. Ich schlage einen Bauern
und höre, wie ein Leben erlischt. Ich gewinne eine Figur und höre ihre Schreie. Ich möchte diese Schachfiguren aufbrechen, die Wahrheit aus ihnen herausquetschen. Verstehst du, was ich meine? Momentan verstehe ich bloß eins, und zwar, dass du ziemlich einen an der Klatsche hast, mein Freund. Ich sage jetzt einfach mal ja. Ja, Majestät. Ich verstehe es jetzt. Du verstehst gar nichts. Du redest mir nur nach dem Mund. Ja, was hätte ich jetzt sonst sagen sollen? Das meinte ich nicht wirklich. Erste verborgene Wahrheit: Ein Monarch ist immer von Narren umgeben. Verstanden? Okay, dann machen wir jetzt einmal das. Nein, ich verstehe es immer noch nicht. Unwichtig. Reden wir. Warum hast du den Hexer hergebracht? Das kann er euch am besten selbst erklären. Ja, warum hat er mich hergebracht? Ich hatte keine Ahnung, dass ich einen König treffen würde. Ich hatte einen redanischen Spion erwartet. Ich wusste nicht, dass wir einen König treffen. Wenn man auf Zwischenmänner verzichten kann, sollte man es meiner Meinung nach tun. Ich suche Cyprian Willi, Hurensohn Junior. Ich weiß, dass Redanien ihn unterstützt. Warum suchst du ihn? Das ist eine persönliche Angelegenheit. Na schön, ich frage nicht weiter. Ich habe Junior in einem Anwesen in Ochsenfurt untergebracht. Nur wenige wissen davon. Sie werden dich nicht ohne Ankündigung reinlassen. Also musst du ihnen sagen, dass du wegen der neuen Huren kommst. Junior verlangt ständig nach neuen Frauen. Er soll sie schlecht behandeln. Oh oh. Warum liefert ihr mir Wille aus? Ich weiß diese Geste zu schätzen. Es würde mich schon interessieren, warum er das jetzt einfach so bereitwillig tut. Ihr überlasst mir einfach den Mann, in den ihr Zeit und Geld investiert habt? Warum? Sieh es als Geste des guten Willens. Zumindest fast. Dafür erwarte ich einen Gefallen von dir. Hätte mir jetzt auch gewundert. Und Junior hat seinen Nutzen verloren. Die großen Vier gibt es nicht mehr. Ich werde zu gegebener Zeit an dich herantreten. Geh jetzt. Wenn's meinst. Und du, Roche, wir unterhalten uns ein andermal. Ja gut. Also es ist anscheinend jetzt irgendein Kine gewesen gerade. Radovid versinkt scheinbar immer tiefer in seinem Wahnsinn. Ich weiß jetzt, wo ich Junior finde. Alles andere ist mir egal. Geralt, mir fällt ein, dass ich dich auch um einen Gefallen bitten möchte. Wieso ich wollen habe wir mal ein alle was großes von Problem mir? mit Wes. Ich brauche jemanden, der sie zur Vernunft bringt. Komm zu mir ins Lager. Dann erzähle ich dir mehr. Lass mich drüber nachdenken. Bis dann, Roche. Aha. Feuer wird unsere Sünden ausbrennen. Ins Nichts entschwunden, der gute Roche. Also war das jetzt anscheinend dieser Radovid da. Aha. Pferd. Begib dich in Hurensohn verstecken. Also anscheinend tut der Hurensohn da ein bisschen Frauen misshandeln, hä? Also das ist was, das bock ich gar nicht. Den können wir hoffentlich ein bisschen foltern. Oh! Geh auf Zeit, du Arschloch! So. Prinz Maximo pustete putzige Pusteblumenbüsche praktisch problemlos. Ah, da ist ein Schmied, den können wir gleich ein bisschen Zeug verkaufen. Hey du Schmiedesepp, geh mal her, du! Ich habe ein bisschen Zeug, das wird... Ein Kunde. Ja, so schaut's aus. Zeig mir deine Waren. Zeig mir doch mal dein Angebot. Also, eigentlich will ich ja mein Angebot sagen, weil ich brauche eigentlich nixen. Also, der kann haben. Das kann haben. Weg damit. Das brauche ich nicht mehr. Weg, weg, weg. Weg. So, wir schauen mal waffentechnisch aus. 114. Ja, 133. Das sehen wir auf jeden Fall weg. Das sehen wir auch weg.
Weg. Die halten wir die Armbrust. Den Prügel brauchen wir auch nicht mehr. Die scheiß Prügel nehmen wir eh nicht her. Disco weg. 29. Was ist das? Was hat das da unten? 116. Das ist weg. Das kalt jetzt. Nochmal das da. 138. 100. Das kann eigentlich auch weg. Scheiße, weg damit. Brauchen wir nicht mehr. So. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Geld. Jetzt da die Song, den wir noch ein bisschen Zeug richten. Gut. So, eine Sache. Fertig. Wiedersehen. Du wirst ersticken. An 3 Ja, Pfund ja. Hoppala. Was soll das? Was, Mann? Hast du sie gestern schreien hören? Was haben sie der Frau angetan? Das gleiche wie immer. Zuerst die Fingernägel, zum Schluss brechen sie ihr die Knochen. So. Also. Die Huren gehen immer nur rein. Was willst du? Wo ist Hurensohn Junior? Oh Mann, schwer von Begriff, was? Ich kenn dich, du Dreckschwein. Du hast Olgard und Vic umgebracht. Wer? Das ist ein Missverständnis. Jetzt bist du an der Reihe. Wie sagen wir es, Worte? Ja, ich hatte das Vergnügen mit diesen beiden ehrenwerten Herren. Wie hießen sie nochmal? Olgard und Vic? Grüß sie von mir. Ich reiß dir die Fresse, ich bin kein Mutant. Oh, nein, das wollt ihr nicht. Erbärmlich. So schminken die sie eigentlich. Halten die sich für so eine Art Joker-Verschnitt? So. Eigentlich hätte ich ja sagen sollen, dass sie wegen irgendwelchen neuen Nutzen kommen, aber gut. So geht's auch. Was jetzt? Was jetzt? Achso. Ah, jetzt muss ich die alle killen, oder wer? Das ist eine Herausforderung für mich, war. Die Wasserflasche. Ja, auf zu blocken, du. Ich muss echt sagen, der Emmentaler, der ist schon gut. Scheiße. Ja, scheiße, trifft's. Mach halt, gewinn, du Arsch! Oh, Sau, da wird zerpümmelt, euer! Oh, haben wir noch den? So, Shell over. Nur einer. Ja, er da. Hau ich die ein und zusammen. Ja, auf zu blocken. Er wurde gerade gedarf malt, Alter. Nur in dem Fall, oh, nur der wird es glaube ich nicht überlebt haben. Wir nehmen wieder alles mit. Wir haben ja wieder Platz. Hey, der Vater. Schaut, dass es keinen Fotomodus gibt. Das würde ich mir jetzt gerne anschauen. Wie das jetzt ausschaut. Wow. Der andere Teil flackt da herunter, oder? Okay. So viel zu denen da. Dann gehen wir mal hinein. Aber darf mich mal ganz kurz was interessieren. Ich geh mal frische Kritik. Und zwar kann ich eigentlich mal wieder was leveln. Wie viele Fähigkeitspunkte habe ich eigentlich? 4 Stück? Ich kann was leveln, denke ich mir doch.
es eigentlich mutagentechnisch aus? Blaues Mutagen. Jetzt pass mal kurz auf. Ich möchte mal kurz ein bisschen was leveln, wenn ich schon da bin. Nein, nicht meditieren, Alchemie, wo ich. Schauen wir mal, blaues Mutagen. Großes blaues Mutagen. Genau, das habe ich gesagt. Genau, weil da kann ich jetzt da nämlich ein großes blaues Mutagen reinkloppen. Zeichenintensität plus 40. Gut, dann schauen wir mal, was haben wir denn da noch zum Leveln. Wie schaut es mit Igni aus? Igni kannte nämlich, was ist das? Warte mal, was ist das nochmal? Das war der explodierende Schild, der aktive Schild. Das Aufrechterhalten eines aktiven Schilds kostet keine Ausdauer mehr. Die Ausdauerkosten beim Blockieren von Angriffen bleiben unverändert. Von Schild absorbierter Schaden stellt die Vitalität des Spielers. Okay, das der garantiert nicht abnehmen. Kann ich das leveln? Hoppala, scheiße. Oh, da unten hat die noch einen Platz frei. Wohin das? Ja, ich tue das mal entfernen, aber ich will schauen, ob ich es leveln kann. Gibt es da noch eine Stufe höher? Kann ich das nochmal... Naja, kann ich nicht. Ah, wurscht. Dann schaue ich jetzt einmal... Hoppala. Nein. Oder tue ich mal den Kampf ein bisschen leveln. Muskelgedächtnis. Was haben wir denn da jetzt noch alles? Rüstungsschwäche Schaden durch Igni schwächt auch gegnerischen Rüstungswert dauerhaft. Der Effekt steigt mit der auf maximal 15%. Was war denn das da unten noch? Erhöht die Intensität des Kennzeichens auf 5. Das brauche ich nicht. Was haben wir denn da noch alles? Tagsüber regeneriert die Vitalität zusätzlich 10 Punkte pro Sekunde, wenn du dich nicht im Kampf befindest. Nachts regeneriert dich auch zusätzlich. Aha. Erhöht die maximale Vitalität um 500. Oh. Jetzt schau ich trotzdem. Erhöht den Schaden kritischer Treffer um 25%. Techniken, bla bla bla. Jeder Teil schwerer Rüstung erhöht die maximale Vitalität um 5% Schaden. Ui, das mit der Vitalität ist... Ja, ich darf es gerne werben. Und das rüste ich auch gleich mal hier unten aus. Was ich jetzt noch mache, das mit den Bolzen. Das da kann ich auch noch verbessern. Was hat das jetzt gebracht? Paraden zum perfekten Zeitpunkt reflektieren Pfeile zurück auf den Angreifer. Ja gut, das ist jetzt nicht sonderlich toll, aber Lichtreflexe beim Ziel der Armbrust sind zusätzlich 15% verlangsamt. Ja, ich glaube, das lasse ich jetzt einmal so. Jetzt schauen wir mal, was der Hurensohn Julio da so alles treibt. Schwert. Da geht's wieder raus. Ich glaube nicht, dass ich hinaus muss. Ich glaube, das ist schon da herin. Kann höchstens nur sein, dass ich noch ein anderes Gebäude nehmen muss. Wenn jemand den Streik hat, wir nehmen alles mit. Das kann man alles wieder verkaufen. Kommt wieder Kohle in die Kasse. Da ging es gerade auf, oder? Ja. Dann gehen wir doch einmal hinauf. Verfluchter Degenerierter. Wenn er Ciri auch nur angefasst hat, wird er dafür bezahlen. Ach du Scheiße. Boah. Untersuchen. Sie wurde an die Wand genagelt. Boah. Das erinnert mich jetzt gerade ein bisschen an ein Dings. Früher hast du aus Game of Thrones an Joffrey Baratheon, und der hat doch auch so kranke Dinge gehabt. Au. Okay, der Typ, der wird sterben. Der wird jetzt gleich richtig hart sterben. Mehrere gibt's da nicht, oder? Ich schau jetzt trotzdem mal kurz ab. Oi, das ist so eine Sau. Mein Freund, du hast jetzt gerade richtige Probleme am Hals. Das Kastel nehmen wir mit.
grüner Stüppel. Brauchen wir nicht. Scheiß Himbeersaft, nehmen wir mit. Brauchen wir auch nicht. Das werde ich genießen, den Typen umzubringen. Ich werde ihn langsam töten. Jetzt gehst her, du, ich sag's dir. Wenn du meine Tochter nur, also mein boah! So, mein Freund, jetzt gibt's... Was soll das sein? Verfickt nochmal! Oh, Scheiße! Hilfe! Verflucht doch mal! Es kommt keiner. Halt! Was? Was willst du? Ich bin hier, um dich zu töten. Eigentlich ja, aber ich möchte erstmal mit ihm reden. Hallo, Junior. Wir müssen uns unterhalten. Ich mach alles, was du willst. Ach, wirklich? Das hoffe ich für dich. Setz dich, mein Freund. Fangen wir mit ein paar Fragen an. Ich werde dir alles sagen. Ich suche eine junge Dame und einen Barden. Und ich weiß, dass du sie getroffen hast. Eine Tussi? Was für eine Scheiße. Aschblondes Haar, Schwert auf dem Rücken, so wie ich. Ja, ja. Da gab's so eine. Ich erinnere mich. Ich verrate dir, warum du jetzt besser nicht lügen solltest. Pass gut auf. Sag jetzt die Wahrheit. Willst du wissen, wieso? Ich werde nicht lügen. Ehrlich. Ich habe lange gebraucht, um dich zu finden. War nicht leicht. Ich bin wütend und müde. Ich musste eine Menge Leute umbringen. Ein paar haben versucht, mich aufs Kreuz zu legen oder zu lügen. Hat mir nicht gefallen. Wenn ich noch eine Lüge höre, ist das Maß endgültig voll. Dann mache ich etwas, das mir im Nachhinein leid tun wird. Ist dir jetzt klar, warum du mich nicht anlügen solltest? Ja. Gut. Erzähl mir von ihr. Sag mir, wie du die aschblonde Frau getroffen hast und was mit ihr passiert ist. Was mit ihr passiert ist? Sie hat mich angegriffen. Noch eine Lüge, dann schneid ich dir die Eier ab. Oh, lustig. Wir hatten eine Abmachung. Ich sollte ihr magisches Fühlerdings reparieren. Dafür sollten das Mädchen und der Sänger mir Sigi Reuvens Schatz besorgen. Das haben sie nicht. Da habe ich vielleicht etwas überreagiert. Was hast du getan? Ich habe mir diesen Dodo geschnappt und gewartet, dass sie ihn holen kommen. Da, das Ding da, das sollte ich reparieren. Ein Phylakterium? Sowas kannst du reparieren? Ich nicht, aber ich kenne jemanden. Du vergeudest meine Zeit, Junior. Ich will Details wissen. Ich sag's dir ja. Ich sag dir alles. Aber es war nun mal so. Ah, ich ahne, was jetzt kommt. Heute der Geralt dem Junior die ganze Zeit am Vortrag, dass er keine Zeit hat und jetzt kommt erstmal ein ewig langer Ladescreen.
Dachten wir haben keine Zeit. Ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache. Beruhige dich, Rittersporn. Wir können Dudu nicht in Hurensohn Juniors Gewalt zurücklassen, das weißt du. Ich weiß ja. Aber erzähl das mal meinem Bauch. So sympathisch mir Dudu auch ist, ich kann's einfach nicht ausblenden. Dann gehe ich eben allein. Wir schaffen das schon ganz bestimmt. Jetzt reiß dich mal zusammen. Ganz ehrlich, am liebsten da Dialoge, weil der Rittersporn, der geht mir tierisch auf den Sack. Aber jetzt gehen wir erst mal jetzt. Der wärst du jetzt. Reiß dich mal zusammen. Jetzt reiß dich zusammen, Rittersporn. Wir müssen uns auf die Aufgabe konzentrieren. Ich meine ja nur. Dann sei jetzt still. Hast du rausgefunden, wo Hurensohn Dudu gefangen hält? Im Zimmer, ganz oben. Mit dem Balkon. Ich muss aufs Dach. Warte vor Juniors Haus auf mich. Ich weiß schon, das wird dir nicht leicht fallen, aber versuch bitte, möglichst unverdächtig auszusehen. Wenn sie dir wehtun, wird Hurensohn dafür bezahlen. Ach, wirklich? Ich muss aufs Dach klettern. Okay, wir spielen wieder Ciri. Das ist schön. Hatten wir auch schon lange nicht mehr. Benutzen. Ja, sehen wir uns ein bisschen den Arsch an. Ich bin ja mal gespannt, wo das mit der Ciri in der Serie hinführt. Ob das auch dann so eine krasse, so krass, so brutal wie diese Ciri-Version oder ob die vielleicht ein bisschen sanftmütiger wert ist. Aber wahrscheinlich wird sie, hoffentlich wird sie, oben mit dem Balkon. Hoffentlich wird sie so wie die Ciri, weil die Ciri ist einfach badass. Du kannst sagen, was du willst. Die steigt aufs Dach. Aber momentan, die Ciri, die ist in der Serie, kann ich sagen, die ist momentan noch etwas kurz, sie ist ja nur ein Kind. Kleines Mädchen. Wo muss denn da jetzt hin? Da muss ich hin, da ist der Balkon. Da ist der Balkon. Mal sehen, was im Zimmer ist. Schauen wir rein, da wissen wir es. Ja, abgeschlossen, toll. Es ist kalt, ich bin nass, es regnet und hier ist abgeschlossen. Was soll ich jetzt machen? Da kann ich rein. Da kann ich rein, okay. Und jetzt, mein lieber Dodo, versuche ich's mal mit was anderem. Das hier ist mir zu langweilig. Du bist verrückt, Junior. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Nein, die meisten finden mich nett, wenn sie mich erst kennen. Dann schließt du also gerne neue Bekanntschaften? Willst du mich etwa mit jemand Interessantem bekannt machen? Da bist du ja. Gut, dass du kommst. Ich habe auf dich gewartet. Da zieht sie einfach die Luft von ihrem Rücken runter. Ich bring dich um, du Hure. Wo ist Teufels Schatz? Ich hatte doch noch irgendwelche Special-Attacken. Kleine Hure. Hör auf mich Hure zu nennen. Selber eine Hure. Aha, ich bin zu schnell für dich. Schlagt ihn! Tötet ihn! Scheiße. Scheiße, so wie aus Versehen die Sequenz. Moment. Tut mir leid. Ich muss noch mal kurz das laden. Ich habe jetzt aus Versehen die Sequenz übersprungen. Vor lauter Viereck. Ich wollte den Typen jetzt einfach fertig machen. Ich muss jetzt noch mal. Tut mir leid, ich lade es noch mal. Tut mir leid. Triss konnte Geralt nicht helfen. Ja. Sie schickte ihn zu Corinne Tilly, einer Traumdeuterin, die sich auf das Lokalisieren verlorener Seelen spezialisiert hatte. Unter ihrer Serie geht er mal auf den hatte der Sack und Hexerin so. einen Traum. Darin waren Ciri und ich, Rittersporn, wieder vereint. Geralt wusste jetzt, dass er auf der Suche nach Ciri zuerst seinen treuesten und ältesten Freund aufspüren musste. Der Rittersporn ist so ein richtig klassisches Beispiel von einem nervigen Sidekick.
Es gibt die coolen Sidekicks, es gibt die lustigen Sidekicks, dann gibt es noch die nervigen Sidekicks und die kleinen dicken Sidekicks. Und der Rittersporn, der zählt eindeutig zu den nervigen. Ich bring dich um, du Hure. Ich schlitz dich auf, du kleine Hure. Jetzt hör mal auf, mich da als Hure zu nennen. Du bist selber eine Hure. Wo ist Räumens Schatz? Hat der vergiftetes Schwert? Ich schlitz dich auf, du kleine Hure. Die Drecksau, der hat ein vergiftetes Schwert? Wo ist Räumens Schatz? Deiner Mutter. Schlitz dich auf, du kleine Hure. Der Typ hat echt ein vergiftetes Schwert. Bring dich um, du Hure. Oder vielleicht ist auf jeden Fall irgendwas bei dem ist vergiftet. Ich schlitz dich auf, du kleine Hure. Ich werde garantiert gegen den sterben. So, jetzt geht's. Auge um Auge. Das ist lustig, dass er jetzt genau dieselben Verletzungen hat wie die von Geralt. Tja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, ne? Sie kommen. Dudu, hör zu. Wir machen es so. Ah, schnapp die verdammte Hure! Schlagt ihn! Tötet ihn! Du weißt schon, dass es eine Sie ist, oder? Los, holt euch das Luder! Ja, genau, er hat richtig gesagt. Also so warten, bis er healen. Ja. Hör zu blocken, du Arschloch. So, den hätten wir mal ein bisschen. Es ist eine Sie! Wie dumm seid ihr eigentlich? Ich will dich abschlachten wie einen Hund. Ja, wie haben wir das jetzt gemacht? Ah, fuck. Irgendwie spackt der Controller gerade ein bisschen. Ich schlage auf den Ei und sie macht gar nichts. Da spackt doch der Controller gerade umeinander. Du fix, ich hasse diese geschissenen Schildträger. So, da. In der Hand kann habe ich die, du Arschloch. Kann man es mitnehmen? Ich habe zwar keine Ahnung warum, weil Ciri ist ja jetzt nicht gerade. Ich nehme es halt einfach mit. Wieso soll ich das mitnehmen? Braucht es doch nicht. Wieso verliere ich jetzt aus da? Achso, das ist. Ah, nächste Etage. Oh, nicht schon wieder so ein Schildträger, Arschloch! Ach, die gehen mal so auf den Sack, diese scheiß Schildträger! Geralt, der Kohl ist ja noch verlangsamer, mit dir ist das scheiße, weil ich da wirklich gar nicht... Hörst jetzt auf, du! Ich hau die zusammen! So,
Ah, da! Führ's weg, du Arschloch! Ich habe keine Ahnung, warum man mit der Ciri überhaupt Sachen mitnehmen kann. Ob das irgendwas bringt. Was für ein Wichser! Diese scheiß Schildträger hier, die sind sowas nervigs. Ah. Kann man sich da eigentlich entscheiden, ob man den Huren so leben lässt oder sterben? Oder ob man umbringt? So ist es gewesen. Das ist die Wahrheit. Dudu, was ist mit dem passiert? Was ist mit der arschblonden Frau passiert? Wir fragen erstmal nach dem Dudu. Dudu, was ist mit ihm passiert? Was weiß denn ich? Der Arsch ist auf und davon. Wie vom Erdboden verschluckt. Tja, soll passieren beim Doppler. Was ist mit der Frau passiert? Ich habe keinen blassen Schimmer. Einer der Jungs, er hat sie am Rücken erwischt. Aber sie lebt noch, ich schwör's. Ist das alles? Sonst noch irgendwas? Ich hab dir alles erzählt, was ich weiß. Alles. Du hast dem Mädchen wehgetan, das ich suche. Hast ihren Freund gefoltert. Sie hat angegriffen. Ich darf mich doch verteidigen. Ich bitte dich. Ich habe meine Strafe bekommen. Gnade. Bitte. Du musst sterben. Ich will mir nicht an dir nicht die Hände schmutzig machen. Ich weiß nicht. Also was nach dem, was der mit den Frauen da hat, da darf ich den am liebsten umbringen. Aber weil er ist für mich fast als gefährlich, am Leben zu bleiben. Andererseits darf mich halt schon interessieren, was passiert, wenn ich den leben lasse. Ob man den dann nur mal sehen oder ob er dann abhaut. Ich weiß nicht. Er hat ja auch keine Gnade mit den Frauen. Also... Ich weiß es nicht. Wenn ich ihn umbringe, bin ich nicht besser wie er. Okay, doch, ich bin besser wie er. Ich bin auf jeden Fall besser wie er, weil ich keine Frauen misshandle. Schwierig. Was soll ich machen? Ich daten. Du musst sterben. Weißt du was? Ich probiere es. Ich möchte jetzt wissen, was passiert, wenn ich ihn leben lasse. Ich weiß, ich habe gesagt, ich bringe ihn um, aber ich möchte wissen, was passiert, wenn ich ihn leben lasse. Aber wenn er dann wieder Frauen asche, so. Ist ja blöd. Ich bin kein Henker. Ich danke dir. Du hast was gut bei mir. Das ist meine Stadt und... Halt's Maul. Weißt du was? Ich frag mich, was deine Freunde von den großen Vier sagen werden, wenn sie erfahren, dass du für Radovid arbeitest. Hey, warte! Was sagst du da? Warte! Erzähl Priscilla von deinem Gespräch. Ist jetzt der noch da? Ach, jetzt gib mir nicht mehr rein. So, jetzt bin ich mal gespannt. Den verpetzen wir auf jeden Fall bei seinen Gangsterkollegen. Ob das jetzt richtig war, dass ich ihn leben hab lassen. Also Frauenschänder, das packe ich eigentlich gar nicht. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Oh, da werden wir noch Gegner gesagt. Hallo meine Freunde! Er lebt noch. Du lebst noch. Die zünden die an. Finish him. Wir haben wieder einen Haufen unnötigen Scheiß dabei. Oh, da ist ein Friseur. 3 Jahren. Ja, höchstens rasieren. Rasieren war meine verkehrt, Manni.
Ich wollte eigentlich zum Friseur gehen. Du scheinst deine Angelegenheit geklärt zu haben. Zeit für deine Gegenleistung. Radovid wartet wohl nicht gerne, wie? Ach so. Nein, tut er nicht. Komm mit. Ich wollte jetzt zum Friseur. Ach komm. Na gut, da muss ich das halt verschirmen. Na gut, schauen wir mal. Was will er denn, der Gute? Die Ochsenfurt Dreiberg. Einst das Kronjuwel der redanischen Flotte, aber inzwischen stillgelegt. Schönes Schiff. Du musst deine Waffen abgeben, wenn ich dich an Bord lassen soll. Folge mir. Das Schiff wurde mit Spenden finanziert. Von Edelfrauen. Damen der größten Familien gaben ihren Schmuck. Ein spontaner Anflug von Patriotismus. Du bist ein heimatloser Wanderer. Du verstehst nicht, was es heißt, sein Land zu lieben. Wieso werde ich das Gefühl nicht los, dass diese Damen den Schmuck nicht ganz freiwillig hergegeben haben? Na, Ober. Da bist du ja. Wie kann ich euch dienen, Eure Majestät? Du hast noch nie ein Blatt vor den Mund genommen. Nun gut. Finde Philippa Eilhart für mich. Das ist mein Wunsch. Aha. Ich habe einst befohlen, ihr die Augen auszustechen. Aber scheinbar hat das nichts gebracht. Meine Jäger haben Herren Eilhart östlich von Ochsenfurt aufgespürt. Sie scheint den Zugang zu ihrem Unterschlupf magisch versiegelt zu haben. Es dürfte nicht leicht sein, dir Zutritt zu verschaffen. Ich bin Geralt der Geile, ich krieg das hin. Aber ich bin sicher, es wird dir gelingen. Bring sie mir. Lebend. Lasst mich darüber nachdenken. Magier hätte größere Erfolgschancen. Was macht Philippa hier? Philippa Eilhart? Was will sie hier? Sie will wohl ihre alten Freundinnen wiederfinden. Die Loge wieder versammeln. Vielleicht auch Rache üben. An mir. Herrin Eilhart ist für ihre Hartnäckigkeit bekannt. Manchmal muss ich an den Unterricht bei ihr denken. Ihre Vorträge waren genauso einprägsam wie ihre Strafen. Sie war in ihrer Grausamkeit spitzfindig und geduldig. Ich habe ihr das Augenlicht genommen, aber sie ist immer noch gefährlich. Sei lieber vorsichtig. Ein Magier hätte größere Erfolgschancen. Da Philippa Magie genutzt hat, solltet ihr besser Magier auf sie ansetzen. Ich habe einem neuen Rat zugestimmt, aber was hat es mir gebracht? Die Magier an meiner Seite sind Nichtskönner und Feiglinge. Sie könnten es niemals mit Eilhart, Lauxantil oder Merigold aufnehmen. Ihr habt immer noch eure Hexenjäger. Du bist der beste Hexenjäger. Das hast du bereits bewiesen. Sheila de Tankerwils und Philippa Eilharts Plan. Du hast ihn vereitelt. Ich will, dass du beendest, was du angefangen hast. Geh jetzt in die Berge und bringe mir Philippa Eilhart. Von mir aus. And I will finish what you start. Okay. Denke, ja, der interessiert es nicht so, der Gefallen. Philippa Eilhart. Ah, hoppala. Wir kommen jetzt so wieder weg. Ich darf gern wieder... Ah, okay. Deine Waffen. Danke. Hab noch nie so guten Stahl gesehen. Die Klinge ist gut, nicht wahr? Wichtig ist die Hand, die sie führt, nicht der Stahl. Das ist ja Emmentaler, also. Fix, jetzt habe ich jetzt mal, wenn ich schwärze, ich kriege Hunger auf einen Emmentaler. So. Wir gehen jetzt erst einmal zur Priscilla. Ich wieder unter deinen Stein. Hexer. Alter, wieso? Ach, das ist ja wieder... Oh Gott. Ah, da ist der Friseur. Genau, gehen wir zum Friseur. Du wirst ersticken. Ja, ein Dreideutig. Ja, ich hab Angst. Barbier, Friseur, gib mir das. Gehen wir zum Bohrer. Hey, Bohrer! Ich brauche eine neue Frisur. Mach mir eine neue Sei Frisur. gegrüßt, Meister. Was kann ich für dich tun? Hast du Rasiermesser und Schere? Gut. Bring mein Äußeres in Ordnung. Also, zuerst werden wir uns rasieren.
Neue Frisur, Bart. Glatt rasiert, weil der wächst eh noch. Und dann da die sagen, machen wir mal wieder eine andere Frisur. Lang und offen, offen nicht zu lang. Machen wir mal das. Das haben wir glaube ich schon mal gehabt, oder? Ah ja, das war das. Ja gut, das lassen wir jetzt einmal. Für die. Bis dann. Bis dann. Schleichen wir uns wieder. So, brauchen wir einen Schnellreisepunkt. Und dann reisen wir schloll zur Priscilla. Das war glaube ich diese süße Blonde da, oder? Die wo dieses komische Liedchen da gesungen hat. Oh, mitten auf dem Marktplatz ist ein Ausrufezeichen. Ausrufezeichen. Herhören! Herhören! Alle Passanten! Bravo, alle Lexa. Reiter! Ich habe Stoff für eine weitere Ballade. Ein Kunde mit Verstand wird sofort sehen, dass ich die besten Angebote auf dieser Seite habe. Mann, oh Mann, was für Kuckerspucker! Was? Der Wind heult. Ah, hat er wieder eine geistreiche Feststellung gemacht, unser lieber Geralt. Gehen wir mal zur Priscilla. Wo ist denn das Blondlöckchen? Ich hatte nur einen einzigen Humpen. Hier geht's ja rund. Ach, das ist der, genau, der hat die Quest, glaube ich, von uns gehabt. Na, Blondlöckchen. Hässlich ist du nicht, ne? Also, Prissy. Geralt! Schrei mir nicht so. Oh. Rittersporn, wie hast du ihn kennengelernt? Sag mir, du und Rittersporn, wie habt ihr euch kennengelernt? Bei einem Poesieturnier in Elanda. Ich hatte natürlich schon viel von Meister Rittersporn gehört. Und tatsächlich, zunächst hielt ich ihn für einen aufgeblasenen, selbstverliebten Trottel. Zunächst? Nun, nur Kühe ändern nie ihre Meinung. Ich änderte meine, als er kam, um mir zu gratulieren. Das hätte ich ihm nicht zugetraut, mit Anstand zu verlieren. Rittersporn kann nervtötend sein, das bestreite ich nicht. Aber er kann auch aufrecht und edel sein. Mann. Naja, sonst würde ich es wohl auch nicht ertragen, ihn um mich zu haben. Ich verstehe. Für mich ist er hauptsächlich nervtötend. Tut mir leid. Hör mal, ich habe Hurensohn Junior gefunden. Ja? Und? Hast du was erfahren? Ja, Ciri und Rittersporn wollten Sigiräuvens Schatz für Hurensohn stehlen. Im Gegenzug hat Hurensohn versprochen, jemanden zu finden, der Ciris Phylakterium reparieren kann. Kaum zu glauben, dass sie mit diesem Bastard verhandelt hat. Wo doch weithin bekannt ist, wie man endet, wenn man mit Willi paktiert. Ciri war verzweifelt. Aber du hast recht, es war nicht die beste Idee. Schließlich hat Hurensohn Ciri verletzt, nachdem er Dudu gefoltert hatte. Dudu? Wie? Was hat denn Dudu damit zu tun? Offenbar hat Rittersporn sich an ihn gewendet, um Ciri zu helfen. Ein Glück, dass Dudu entkommen konnte. Er versteckt sich jetzt vermutlich. Oh, und was ist mit Willi? Der dürfte sich jetzt erstmal rar machen und die Geschäfte ruhen lassen. Ich hoffe, dass du recht hast.
Typen wie er vergeben nie und geben auch nicht nach. Hey, wenn er nur mehr Ärger macht, dann tu ihn halt zerpimmeln. Gut. Alles Gute. Ja, siehst du, sind wir schön mit der Quest fertig geworden. So, Priscilla, ich würde dir... Ein schönes Bett hast du da. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Genau. Wir werden speichern. Wir werden speichern, finde Junior. Wir werden speichern. Wir gehen zum Hauptmenü. Ja, bitte, danke. Gut, dann würde ich sagen, für heute lassen wir es wieder gut sein. Morgen ist Silvester, da werde ich wahrscheinlich nicht streamen, weil ich mit meiner Familie zum Essen gehen muss. Genau. Außer vielleicht wieder am Vormittag oder so. Vielleicht habe ich Zeit, vielleicht nicht, wir werden es sehen. Genau. Dann, wie immer, einen schönen Abend, eine gute Nacht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt... Geralt, der Geile. Auf Wiederschauen.